Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz der Anziehung. Es wirkt auf jedes Individuum so wie die Schwerkraft, die Anziehungskraft des Planeten Erde auf jedes Individuum wirkt. So wirkt auch das Universumgesetz der Anziehung auf jedes Individuum. Was du aussendest, bekommst du zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Was sendest du aus? Du sendest deine eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühle und Überzeugungen aus und bekommst entsprechende Ereignisse und Erfahrungen zurück. Dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren auf das, was du selbst aussendest. Du musst nicht deine Mitmenschen und deine Umwelt versuchen zu kontrollieren, wenn dir irgendwas nicht gefällt. Ändere deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen und es werden sich andere Ereignisse in deinem Leben manifestieren. Dein Leben ist das Resultat deiner eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Erkenne dich selbst im Zustand deines Körpers, erkenne dich selbst in deiner Wohnung, erkenne dich selbst in dem, wie du dich kleidest, erkenne dich selbst in deinem Freundeskreis, erkenne dich selbst in deinem Job. Gefällt dir nicht, was um dich herum passiert, was persönlich um dich herum passiert, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Um neue Erfahrungen zu machen, musst du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Sonst erlebst du immer wieder dieselben Erfahrungen, egal wo du dich am Planeten Erde befindest. Du erlebst dieselben Erfahrungen, wenn du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen nicht veränderst. Woran die meisten Menschen scheitern an ihrem Leben, ist, dass sie irgendwann sich den Glauben angeeignet haben, den so viele Menschen haben. Sie glauben, sie müssen irgendjemanden kontrollieren, damit es ihnen selbst wieder besser geht. Du musst dich so und so benehmen, sonst werde ich grantig. Du musst dich so und so benehmen, sonst spielst Granada. Du musst dich so und so benehmen, sonst bekommst du eine Ohrfeige. Die meisten Menschen sind außen gelenkt. Sie haben irgendwann vergessen, dass sie selbst ihre Realität erschaffen. Und sie glauben jetzt, sie müssen im Außen irgendetwas kontrollieren, damit sie diese verlorene Kontrolle, die sie aufgegeben haben, diese Kontrolle, die sie immer haben, ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen zu kontrollieren. Das ist es, was du lernen musst zu kontrollieren, deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Und wenn du das gelernt hast, dann fällt es dir nicht in Traum ein, irgendjemanden in deiner Umwelt kontrollieren zu müssen. Das brauchst du nicht. Du hast die Macht in der Hand, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Mit deinen eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Mache nicht den Fehler, den so viele Menschen machen, dass sie glauben, sie müssen herumlaufen wie Polizisten oder wie Militärangehörige
und gegen die Dinge vorgehen, die ihnen nicht gefallen. Let it be, lass es sein, du musst gegen nichts und niemanden vorgehen. Du musst nicht gegen das kämpfen, das dir nicht gefällt. Du musst bloß für das sein, was dir gefällt. Fokussiere dich auf das, was dir gefällt. Du kannst schon jetzt glücklich sein. Du musst einfach deinen Fokus verändern. Lass deinen Fokus, deine Gedanken los, die sich mit negativen Dingen befassen. Und schau jetzt, was dir gefällt, was in Ordnung ist, was in Harmonie ist. Du findest jetzt Dinge, die in Harmonie sind, die dir gefallen, die gut sind. Es liegt an deinem Fokus, es liegt nicht an deiner Umwelt. Du kannst deine Mitmenschen nicht so kontrollieren, dass sie sich so benehmen, wie es dir gefällt. Aber du kannst dich selbst so fokussieren, dass du dich wohlfühlst, egal wie sich deine Mitmenschen benehmen. Das ist die wahre Macht, die du anstrebst. Dich gut zu fühlen, unabhängig von deinen Mitmenschen und deiner Umwelt, egal wie sie sich benehmen. Du kannst dich wohlfühlen, wenn Menschen dich beschimpfen und herumstreiten, kannst du in deiner Ruhe und deiner inneren Wertschätzung bleiben. Du kannst dich wohlfühlen, wenn es stürmt und schneit, wenn du mit deiner inneren Verbindung in Harmonie bist. Deine innere Verbindung, deine Quellfrequenz liebt und wertschätzt bedingungslos. Bleibe in dieser bedingungslosen Liebe und Wertschätzung und nichts und niemand kann dich rausbringen aus deiner guten Laune. Gerne helfe ich dir dabei als Lower Coach, deine gute Laune wiederzufinden und dich abhängig zu machen von den Ereignissen rund um dich. Denn sie haben im Grunde nichts damit zu tun, wie du dich fühlst. Dein Gefühl sagt dir immer, ob du in Harmonie bist mit deiner Quellfrequenz oder nicht. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.